Ihrer inneren Stimme Klang verleihen. Das möchte Lea Valentina mit ihrer Handpan. Am ehemaligen Schlachthof in München, auf dem Bahnwärter Thiel-Gelände, hat sie ihr kleines Atelier. Ich habe mich damals immer in Männer verliebt, die Gitarre gespielt haben. So ging's los. Und dann irgendwie dachte ich mir, das kann ja nicht die Lösung sein, dass ich von außen jemand brauche, der das für mich macht. Und dann habe ich gemerkt, ich habe einen tiefen Wunsch, selber Musik zu kreieren. Musik mit diesem außergewöhnlichen Blechklanginstrument, das ursprünglich aus der Schweiz kommt und auch hierzulande immer mehr Spieler findet. Doch bevor ihr Wunsch Wirklichkeit wird, muss Lea Valentina noch ein paar Hürden nehmen, die ihr das Leben aufgibt. Nach ihrem Studium beginnt sie zunächst einen festen Job in einer Agentur. Alles scheint perfekt. Nur diese eine Frage nagt ständig an ihr: Wofür brenne ich wirklich? Ja, vor 5 Jahren hat mein Papa die Diagnose bekommen, dass er Krebs hat. Und er hat mich total ermutigt dazu und hat gemeint, weißt Lea, ich habe nicht mehr lang und ich merke jetzt, mach am besten das, was dein Herz zum Strahlen bringen lässt. Und er hat mich derart ermutigt und hat gesagt, schau mal, ich habe ein Leben lang gespart und ich werde das nicht mehr brauchen. Und nutzt das, um jetzt die Freiberuflichkeit aufzubauen und den Schritt zu gehen und deinen Job zu kündigen. Und dann habe ich das ziemlich schnell gemacht. Und aus Dank war das dann schon, also ich habe für ihn schon komponiert, es gibt ein Lied für ihn, das heißt Everywhere. You're just everywhere, everywhere now. You're just everywhere, everywhere now. Da habe ich gemerkt, die Musik bringt für mich alles Himmlische hier auf die Erde zurück und auch den Kontakt zu ihm. Ja, also ich kann damit meine Emotionen einfach spielen. Ich kann die Traurigkeit spielen, ich kann die Freude spielen und oft, wenn ich spiele, merke ich dann erst, wie ich mich fühle. Also es ist wie ein Spiegel für die Seele eigentlich. Im Lauf der Zeit wird Lea Valentina mutiger, versucht in ihrer Musik auszudrücken, was sie bewegt, und experimentiert. Ihre Familie und Freunde motivieren sie dabei. Das sind 2 sehr enge Freunde von mir. Und da waren wir gerade in Griechenland auf einem Handpan-Festival. Und wir saßen beim Frühstück und wir haben uns überlegt, was wünschen wir uns eigentlich vom Leben? Also was sind unsere Visionen, wo wollen wir hin? Und die Carola meinte damals, sie würde so gerne ein Buch für Frauen schreiben. Und die Julia meinte, sie hätte so gerne eine Familie. Und für mich war klar, ich würde gerne eine Musikpartnerin oder Musikpartner kennenlernen, um ein Projekt zu starten und auch das wirklich beruflich zu machen. Und ja, das ist bei uns allen passiert. Also die Julia ist jetzt Mama von Zwillingen. Die Carola hat das Buch The Sound of Sisterhood geschrieben und ich darf jetzt dieses Jahr auf Festivals spielen. Auf einer ihrer Reisen hat sie Markéta Drostkova kennengelernt, die sonst in England lebt. Vor allem interessiert mich die Kommunikation ohne Worte. Ich habe das Gefühl, sie versteht genau, an welcher Stelle ich mich zurücknehme oder mich reingeben will. Und das wird dann wie so eine Welle zwischen uns, die sich bewegt. In der Musik ist es wie in einem echten Gespräch. Das erzähle ich auch immer in meinen Workshops, dass es darum geht, Raum zu geben und Raum zu nehmen. Also wenn ich gerade viele Noten spiele, dann nehme ich mir gerade viel Raum. Und wenn ich mich zurücknehme und eher perkussiv oder beatlastig spiele, dann hat eine andere Person die Chance, eine musikalische Geschichte zu erzählen. Mit ihren Workshops verdient sie nun nicht nur ihren Lebensunterhalt, sondern teilt auch ihre Begeisterung für die Vielseitigkeit, die in den Klangkörpern steckt. Also bei Handpan ist spannend, dass jedes Instrument anders gestimmt ist. Das ist jetzt eine D-Moll. Ich bin zum einen ein Rhythmusinstrument.
baue ich meine Melodien ein. Und dann baue ich Harmonien ein. Und das macht es für mich spannend, weil es so vielseitig ist. Heute machen wir Gamala, 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 Takedimi. Gamala, 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 Takedimi. Genau. Das ist wie so ein V, das sich bewegt. Durch leichtes Anschlagen mit den Fingern auf die Tonfelder entstehen diese feinen Klänge. Die Workshops mache ich aus mehreren Gründen ganz gerne. Zum einen, weil man einfach Menschen zusammenbringt und das ist für mich die größte Freude, wenn sich die dann auch nach dem Workshop noch treffen und gemeinsam kreieren. Aber auch diese gegenseitige Inspiration, also von jedem, der kommt, nehme ich auch selber was mit und man gibt was weiter und es ist sowas, es hat was Schönes, Fließendes. Ich spiele auch sehr gern Klavier, aber ein Klavier kann ich nicht mitnehmen und ich bin sehr gern und viel auf Reisen. Es ist das ideale Instrument für mich auch, um auf Reisen mitzunehmen. Die Handpan ist für mich nicht nur ein Instrument, sondern das ist eine Familie. Also es bringt Leute zusammen mit ähnlichen Interessen und das Schöne ist, man kommt dahin und man ist willkommen mitzuspielen. Egal, ob man jetzt gut spielt oder ob man erst angefangen hat. Es entstehen einfach ein Zusammenkommen. Zusammen mit Marketa, die inzwischen eine gute Freundin geworden ist Lea Valentina weiterhin in Bayern und auf der ganzen Welt unterwegs und hat immer mehr Auftritte. Die Klänge der Handpan geben ihr das Gefühl von Heimat, egal wo sie gerade ist. Für mich ist es unglaublich intim. Also es ist oft sehr schwer, vor Leuten zu spielen, weil ich mich sehr verletzlich fühle. Aber das macht es auch so spannend, weil da habe ich das Gefühl, da wachse ich über mich selbst hinaus, wenn ich es dann tue. Sich durch nichts aufhalten lassen, Neues wagen und Unbekanntes erkunden. Dieser Weg scheint sich für sie zu bewähren. Es ist wie, als hätte das Universum mir ganz viel geschenkt plötzlich. Also die richtigen Leute, die kamen, die mich ermutigt haben, erste Einladungen zu spielen, dann Anfragen für Workshops und Unterricht. Und dann war ich viel unterwegs mit meinem Camper auch auf Tour und habe mir dann aus den verschiedensten Ecken mir so das zusammengesucht, was jetzt die Musik für mich ausmacht. Was sie zusammensucht, bringt sie mit und begleitet so auch Yogastunden. Schwer werden lassen. Musik ist für mich der reinste Ausdruck eigentlich meiner selbst. Das, was ich nicht in Worte fassen kann, das kann ich in die Musik reinbringen. Lass dich vielleicht von den Klängen bewegen. Entspannung, Loslassen, Frieden. All das möchte sie mitschwingen lassen. Und die Klänge der Handpan haben eine Art meditative Wirkung. Ja, und wir wünschen uns einen Wandel, wir wünschen uns Veränderung und dieser Wandel beginnt in dir. Wenn ich dann zu viel gespielt oder geübt habe, ist mir tatsächlich viel mehr nach Stille, aber immer noch nach Kreation. Und dann greife ich gern zum Pinsel. Und beim Malen, da habe ich kein Ziel, wo ich hin will. Das ist dann reine Meditation. Ich mache das auch mit Kindern im Flüchtlingsbereich und die inspirieren mich immer wieder, auch einfach anzufangen ohne Konzept und zu schauen, was dabei rauskommt. Your embrace is pure beauty. Your words are poetry. Seit sie zum Abschied von ihrem Vater gespielt hat, geht Lea Valentina ihren Weg konsequent weiter. Unser großer Wunsch ist einfach, die Herzen zu berühren. Und auch irgendwie die Magie des jetzigen Moments irgendwie immer wieder zu erinnern, dass das jetzt so wertvoll ist. Unser erstes Album, das wir aufgenommen haben, heißt Remind Me of the Magic. Und das kommt aus dem Hintergedanke, dass jeder Moment was Magisches hat und dass man das aber so oft vergisst. Und die Klänge von der Handpan sind so sphärisch und ich finde, die öffnen das Herz. Und zugleich ziehen sie viele Zuhörer in ihren Bann.
So wird Lea Valentina immer wieder auf ihrer Handpan spielen, im Handpan-Duo mehr oder auch solo, in der Ferne und bei sich daheim.